Viertelstunde hat Gold im Mund. Wieso bin ich dann so müde? Naja. So, was ist noch Schönes? So. Holzpfeil kann man gut gebrauchen. Jetzt noch irgendwie Muntermacher hier? Glaube eher weniger. Scheibenkleister. Naja. Dann habe ich hier natürlich noch etwas. Oh! Sehr gut. Mehr Holzpfeile. Wer versteckt eigentlich Holzpfeile in... Naja, ist egal. Also schwer sowieso. Zu wenig. Ein Holzschild. Oh nö. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu schwach, mein Geschmack. Auch den Schild noch. Was zu futtern, wäre mal so eine doofe Idee. Habe ich irgendwas... Rös kann man immer nehmen. So. Haben wir Holzpfeile. Ich glaube jetzt mittlerweile überhaupt. Oh, 78 kann man so eine schlechte Zahl. Huh. Ah, was entdecke ich denn da? Noch ein Schrein. Natürlich entdeckt ein Dorf Zoras, okay. Weit ist also nicht mehr. Was denn das? Verzeihung? Die Geschichte des Volkes der Zoras. Erster Zusatz. König Durefan entzieht einem Besucher das Gastrecht. In das 100. Jahr der Herrschaft von König Durefan durchquert ein 4. Wächter das Zoran-Hochland. Er drang ins Dorf an, wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos, ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. Es marschierte König Durefan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und steuerte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf dem Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Den Untertanen, zutiefst bewegt von diesem mutigen Tag, priesen ihren König. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. Bitte was? Der hat einen Titan darunter geschmissen? Nee. Nochmal ganz kurz lesen. Der Wächter. Ach so, ein Wächter. Ja, ja, gut. Ich dachte schon. Nein, ich will es nicht nochmal. Ich habe irgendwas, vielleicht noch einen versteckten Zusatz übersehen. So. Ja gut, ein Wächter. Ja, ist natürlich ein Wächter. Ist schon groß. Ja. Aber ist eher möglich als so ein Titan. Das wäre jetzt ein bisschen sehr seltsam gewesen. Apropos Titan, ihr seht ihn noch nicht. Also, Titanen sind ja schon relativ groß. Einen habe ich bereits befreit, die anderen beiden habe ich auch schon Das Symbol kenne ich doch. Das ist er? Nee, oder? Also ist ein Teil davon. Bisher noch alles friedlich, aber das kann sich ja schnell ändern, wie ich weiß. Sidon! Ja, das ist noch so einer. Das sind mir gerade weniger. Ein Tier, okay. Oh, da ist noch einer. Hi, Kumpel. Na, wie geht's denn so? Du bist ein bisschen schwach drauf, Alter. Die lernen's nie. So, wie kann man jetzt am besten zum Dorf? Aha! Wollte da unten durchgehen. Ja, der muss zwar an dem vorbei und so und
Nein, die Libelle fliegt weg. Verdammt. So, noch Marketrüffel. Sehr schön. Jo, ich würde sagen, ich bin da. Oder? Sidon, Brinzoras, wo bist du? Ja, haben wir vorhin schon gesehen. Achso, eine Holzfäller-Axt. Nee. Die Meister-Axt ist so viel besser. So. Ja, ja, Schickerstein, ich kann es auch so sehen. Dankeschön. Naja, so schlimm ist der Regen hier auch nicht. So, jetzt bin ich also im Dorf der Zoras. Oh. Heyo. Ich habe dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm, ich stehe dem König vor. Hier entlang. Der König wird sich vielleicht an mich erinnern. Vielleicht war sogar noch ein bisschen mehr in meiner Vergangenheit. So. Hep, hep. Ja, ja, alles rein nach erstmal. So viele Verletzte. Guten Morgen. Bist du ein Julianer? Nö. Gut beobachtet. Ich kann mir vorstellen. Mein Name ist Amol. Ich bin die Sekretärin der königlichen Familie. Ist diese Stadt der großen Mifa aufgefallen? Ja. Ich hoffe, es ist nicht zu anmaßen, wenn ich dich in dieser Form belehre. Die Statue bildet die große Mifab, die einst der Recke der Zoras war. Sie war wunderschön und herzensgut. Durch das Auflegen ihrer edlen Hände heilte sie die Wunden der Krieger unseres Dorfes, so sagt man. Die Krieger von damals sind mittlerweile alle gebeugte Kreise. So kommt es, dass die Alten in unserem Dorf Mifa am glühendsten verehren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du ja selbst das befragen. Okay. Hey! Oh, sogar ein Golem ist hier. Ja, was machst du denn hier, Kumpel? Alles klar, Dickerlein? Hello. Hallo. Das sind Julianer, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf der Reise mit dabei Prinz Sidon begegnet, der mich dann hier eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeil anfassen, um ein Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Würde ich jetzt auch sagen. Man hätte auch schon etwas diplomatisch formulieren können. Naja, er lernte noch als Prinz, also nicht irgendwie... Wer bist du? So, der Julianer, wegen dem wir unser Mie verloren haben, läuft also hier herum, als wäre nichts. Du erkennst mich. Was willst du hier? Wo sind wir? Waffenschmiede. Was machst du? Lanzen reparieren. Lanzen? Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonienlanze. Egal, was für ein Getös du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht herzukommen. Jetzt hau schon ab. Sehr freundlich. Sind die alle so? Steins kann er ja kaufen, okay. Eispfeile wäre wieder mal etwas, aber... Oh, relativ günstig. Ah, gut, war ein Eisen, ja, super. Schon ein bisschen teurer. Eisfall kann man zwar immer gut gebrauchen. Wie viel habe ich überhaupt noch? 29. Aber sehr, wird sicher reichen. Was ist Laufgeschwindigkeit? Ja, wäre nicht schlecht. Und irgendein sowas. Wieso haben die eigentlich alle unterschiedliche Farbe? Sind die Kleinen einfach blau und die Älteren ein bisschen... Ja, wobei andere... Hä, alle unterschiedliche Farben, toll. Ah, du warst derjenige, der mir das
kaufen wollte. Das ist mein Laden, Korallenriff. Ich biete Spurtfalchen an, die dich schneller machen, wenn du so richtig verarbeitest. Das tut ja einfach was auch, hä? Ja, ich will verkaufen, wenn es geht. Ich müsste relativ viel haben, vor allem so Topaz-Dinger. Ja, ganz gleich alle haben. Ach, das direkt auch noch ein Rhodonit. So ein bisschen was davon. No, kann auch nicht schaden. So, dankeschön. Ja, ich glaube, es reicht fürs Erste. Nicht schlecht läuft, ja. Was mache ich vor? Es läuft nicht so besonders in letzter Zeit. Ich biete in erster Linie Waren für Reisen an, aber es kommen seit einiger Zeit nicht mehr besonders viele. Oh ja, wenn es weitergeht, muss ich zumachen. Wieder Rüstungsladen. Was gibt's hier? Wenn du frischen Fisch suchst, ja, da gibt's ja alles. Fallen Elektrofall kann ich leider keiner verkaufen. Mit zusätzlichem Wasser lässt man besser Flossen und Elektrizität. Ja, eigentlich logisch. Vielleicht geht er dann ein bisschen in Gerudus zurück. Ja, muss er da umziehen und so. Nee. So, erstmal diesen scheiß Schrein hier. Spurtlutus. Die Verweigerungsgeschwindigkeit, okay, wenn hier schon mal so viele sind. Oh. Was ist das denn? Ein Zora Großschwert. Okay. Dann nach dem Schrein mitnehmen. Ich werde sicher noch eine Waffe brauchen da drin. So, erstmal einen Schrei machen. Und rein in die gute Stube. Die Frage bleibt, wieso ist hier bei Breath of the Wild, haben die Zoras unterschiedliche Farben? Besondere Bedeutung oder so, weil früher war es irgendwie so, ja, blaue Zoras sind normalen, rote waren, glaube ich, die Flusszoras, die grünen waren die Flusszoras, oder Seefleisch, keine Ahnung mehr. Willkommen, Pilger, mein Name ist Nechioma. Okay, was machst du? Heben und senken. Cool. Okay, die fließen alle unterschiedlich. Da habe ich eine Truhe. Heben und senken. Erstmal darüber. Okay, da steckst du. Das ist noch groß genug. Heben und senken, ja, du bist natürlich lustig. Also blockieren da und kann man da nicht rüber, okay. Ich schätze mal, wenn wir mit dem Kryommodul einiges erreichen müssten. Komme ich da eigentlich hoch? Ja, ich komme hier hoch, gut. So. Wow. Au! Oh. Ich kann trinken, Hilfe! Wow. Achso, ich muss doch den da runterbringen, okay. Mach wieder nur hier hoch! Oh, mach's halt anders. Nein! Da gibt's nicht. Das scheiß Gitter da oben. Na gut, müssen wir anders machen. Ich komme überall runter. So. Dann schauen wir doch erstmal um, was es hier überhaupt so gibt. Okay, zur Truhe gehe, komme ich nicht mehr runter. Beziehungsweise nicht mehr hoch, runter schon. Trotzdem heißt die Prüfung heben und senken. Lustig, jetzt kommt gar nichts mehr.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie bringe ich dich hier runter? So geht's nicht, das war mir nicht klar. Kryomodul und anstoßen, ne? Dich hier runter befördern, ja, dann kommst du da hin. Okay, okay. Wie machen wir das, Freundchen, ne? So vielleicht schon mal weniger. Kann natürlich auch bis hierhin schieben, aber dann wird es sowieso ein bisschen schwieriger. So, und ihr nervt hier, Leute. Das geht so nicht! Ernsthaft? So. Wenn ich den jetzt also hier durchschicke, gut, im Prinzip darf einfach nicht hier durch. So. Das ist eine neue Kugel. Sehr gut, ja. Also da runterschicken ist relativ simpel. Das war schon von alleine, dann hier, dann... Aha, ein bisschen doof platziert. So mache, da habe ich gar keine andere Wahl, als hier durchzugleiten. So, und dann kommt er hier hin. Könnte, wenn ich Pech habe, auch direkt da runter segeln. Oder da runter. Er muss einfach nur hier bleiben. So, zähle ich mal durch. Ich habe jetzt 2 Blöcke gemacht. Okay, 3 geht ja eigentlich immer. Von irgendetwas passiert. Auch hier ein Eisblock um den. Theoretisch eine Bombe. Aha, Bombe fliegt ja vielleicht irgendwo anders hin. So, aber dann nicht mehr. Dann stoße ich dich mal an. Ah, so geht die Tür auch. Dann wärst du schon mal hier. Sehr gut. Darüber zu schicken natürlich auch relativ simpel. Dann darfst du aber da nicht irgendwie runterfallen. Was du sonst sofort tun würdest. So. Prüfen. Es kann knapp werden. So schnell kann es gehen. Gut, dann noch schnell da die Truhe holen. So einen schnelleren Weg gegeben hätte. Ah, keine Ahnung, spielt auch gar keine Rolle. So, die Truhe zu gelangen, müsste ich schon hier rüber. Hopp, hopp. So, jetzt aber. Eine Zora-Lanze. Aber nichts gegen so exquisite Waffen, aber dass sie immer so schwach sein müssen.
Aber sonst noch eine normale Wächterlanze, sondern noch ein paar Zweihänder. 3 Stück insgesamt. Okay, wir können auch mal hier den wegwerfen. Krogfächer. So, bin da. Du hast meine Prüfung gemeistert, du bist der auserwählte Held. Ja, wie oft sagt ihr das eigentlich noch? Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Jo, nur her damit. Dankeschön. Mein Dienst erfüllt, möge die Göttin dir beistehen. Den Zuhörer natürlich auch noch. Ja, wollte schon sagen. Ja, ich denke, man merkt schon, ne, das Gebiet der Zuhörer eigentlich eines der Anfangsgebiete ist, deswegen an die Prüfung ein bisschen leichter hier. Aber hey, gemacht ist gemacht. So, dann nochmal hier. Das Zora Großschwert. Ja. Mal ausrüsten. Krass. Gut, dann können wir jetzt jederzeit zurück zu den Zoras. Gar nicht mal so übel. So, mal schauen, was haben wir hier noch Schönes. Ah, können wir ein bisschen zubereiten. Sehr gut. Ich leg's die wieder ab. Hallo! Hi. Ich grüße dich! Willkommen im Fischkämmerlein, dem Zoogasthaus der Sonderklasse! Hm? Hm? Oh, Linlin? Linlin, bist du das? Linlin? Nun, Zweifel, es ist Linlin, wie er leibt und lebt. Lange nicht gesehen, altes Haus. Er hat damals also nicht die Ferogan erwischt, so wie Mifa. Wieso Linlin? Ich heiße Link. Was die ganze Zeit versteckt? Was hast du getrieben? Ich hab geschlafen. Oh, Entschuldigung, ich tue wieder rum wie ein Kind. 100 Jahre ist das alles her, wa? Oh. Ich glaube, wir haben uns beide viel zu erzählen. Komm doch mal vorbei, wenn du Zeit hast, ja? Ich bin hier. Kann ich dir helfen? Wer ist Linlin? Den Spitznamen haben wir dir vor 100 Jahren gegeben. Klingt doch süß, oder? Keine Sorge, ich weiß den richtigen Namen, lautet Link. Als Recke von Hyrule hast du zusammen mit Mifa gegen Ganon gekämpft. Ah. Die alten Dorf hegen heute noch einen Groll gegen den Hylianer, der uns Mifa genommen hat. Dann soll doch lieber nicht zum König gehen. Aber wir, die dich damals gut kannten, sehen das nicht so. Du und Mifa, ihr seid Helden. Ihr wart die Recken, die die sogenannte Großverheerung aufgehalten haben. Na, sonst noch Fragen? Wer bist du schon wieder? Also echt, Linlin, hast du mich wirklich vergessen? Ich bin Skoda. Es tut mir so leid, dass ich damals zu dir gesagt habe. Du weißt schon. Ich oder Mifa, du musst dich entscheiden. Das ist nicht sonderlich fair von mir. Aber jetzt bin ich mit Kaden verheiratet. Ich bin sogar Mutter, kannst du dir das vorstellen? Und vielleicht hast du meine Tochter schon gesehen. Sie heißt Finn. Also sonst noch Fragen? Was mit Mifa? Aber Linlin. Also Mifa vergessen. Nein, vergessen nicht. Also, ich weiß noch, wer sie... Also, naja, schon. Mifa war unsere Prinzessin, die Tochter von König Durafan und damit Sidons Schwester. Sie hatte die Kraft, Wunden zu heilen und war der Retter der Zoras. Vor 100 Jahren steuerte sie den Titanen war Route im Kampf gegen Ganon. Und dann, naja, was letzten Endes mit ihr geschah, weißt du besser als wir alle. So, schätzen wir das Gleiche, was mit dann auch geschehen ist. Auch mit Urbosa. Dieses Fischkämmerlein. Hä? Was? Du bist Link von vor 100 Jahren? Arbeit. Willkommen Fischkämmerlein. Für eine Person, nochmal kostet 20. Was wird Glückseligkeit brechen wir 80 Rubine. Glückseligkeit. Das gleiche ist Luxusbett, war. Naja. Ja, der König kann noch bis zum Morgen warten. Was zum... Hey, war der Spaß, cool. Aber wie soll der so bloß pennen? Guten Morgen, haben Sie also die Geselligkeit genossen?
Ja, irgendwie schon. Hallo? Dann versteckt sich mir einfach nicht. Ich will am Ufer der Träume einen Brief losschicken, aber sie meinen, wegen des Wassermanns seist du gefährlich. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Brief? Wenn ich einen Brief im Zurafluss auf die Reise schicke, bekomme ich auf jeden Fall eine Antwort. Wer will mir wohl antworten? Ich wünsche, er könnte ihn treffen. Gibt es sonst noch etwas? Ufer der Träume? Das Ufer der Träume liegt am Zurafluss. Wenn man dort einen Brief ins Wasser wie auf eine Antwort erhält, findet man einen Freund fürs Leben, so heißt es zumindest. Na, was will es sonst noch? Ufer? Ich heiße Finn. Hörst du, Finn? Die Animator sind alle ganz verrückt nach Benzin, aber das ist doch Unsinn. Ich finde Leute von außer viel gespannt, die Welt ist doch so groß. Na, was will es sonst noch? Nichts. Gut, bis dann. Naja. Ein bisschen was kochen, wenn ich schon mal hier bin. Meinen Helm abziehen. So, aber... Du schon wieder, Koda? Oh Mann. Der beruhigt mich noch. So, kochen, kochen. Was soll ich denn kochen? Ich habe eigentlich schon relativ viel dabei, aber natürlich auch ein paar Spurtdinger, Schwerkrapfen. Die Angriffskraft erhöhen. Aber noch irgendwo etwas, sowas in der Art? Jetzt schwören kann ich halt noch irgendwo etwas für den Angriff. Na, vielleicht täusche ich mich auch. Ah, Moment mal, hier. Die Angriffskraft erhöhen, ja, das war die Abwehr, genau. Zack, zack, zack. Ich habe so viel, ich muss dringend ein bisschen aufräumen. Hier sieht das soweit ganz normal aus. Ja gut, 2 mit dem Effekt, okay, müsste eigentlich reichen. Dann, was nehmen wir noch als Hauptzutat? Ein bisschen Wild? Nee. Muss ein bisschen was Edleres sein. Wohl aber gar nicht mehr. Ein bisschen Edelwild und dann vielleicht noch... eine richtige Fleischportion hier. Kraftfleischspieß. So, dann 1. Ja. 3 Minuten 10. Naja. Geht eigentlich so. Okay, wo sollen jetzt... Ah, da können wir als da hinten. Okay, okay. Ja, bevor ich es vergessen, ich brauche die Waffe sowieso nicht mehr lange. Würde dann doch mal noch zum Jungen in Kakariko zurückgehen. Nee, Hateno war es. War gar nicht Kakariko, ja, Hateno. Und ihm mal noch die Keule zeigen. Ja, ja, wir schwingen die Keule, wa? Also Zoras hasst mich dafür, wegen Mifa, also gegen mir die Schuld. Ja, ja, super. Wird lustig. Wird lustig. Vor allem, ob wir einfach so zum Titanen kommen oder ob es ähnlich in der Wüste ist. Ein Traumhaus war das hier ja auch noch, aber das war ja auch so teuer. Ich muss schon hier durch. Hey, du da! Ja, ich weiß. Wo ist eigentlich der Kleine? Hey, Kleiner! Muss jetzt waffennah hin? Ladida! Fallera! Schön für dich. Wo ist der war doch immer hier? Hey, oh, ja, Effi, ich sehe dich schon. Du sollst mir doch nicht die ganze Zeit nachäffen, das sollst du doch nicht. So. Morgens um 6, Kinder, aufstehen.
Zeit für Frühstück. Ja, Athena, wunderschön. Mann, wo ist denn der Junge? Da will er nichts mehr von mir. Das war doch hier. Jetzt nicht mehr. Achso, der wohnt hier im Haus. Der schläft ja noch. Aufstehen. Oder? Nee, ihr sollt aufstehen. Es ist morgens um 7, 8, was auch immer. Sagt einem kleinen Kind aufzustehen. Och, Menschenskind, ey. Kleine Kinder aufwecken. Ich nehme es mit jedem Titan auf, aber kleine Kinder aufwecken. Nee. Da bin ich völlig machtlos.